Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, nachdem Eintracht Frankfurt das 2:0 geschossen hatte, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich mal kurz den Finger auf der Fernbedienung, auf diesen schönen roten Knopf hier. Und ich denke, viele von uns hatten auch einen ähnlichen Gedanken oder ähnliche Intentionen und dachten sich, das war's jetzt. Naja, auswärts bei einem auch tabellarisch stärkeren Gegner, zumindest auf dem Papier, und du kriegst innerhalb von wenigen Minuten 2 Tore. Naja, und normalerweise ist das der Moment, wo so eine Mannschaft auseinanderfällt. Das ist aber nicht geschehen. Wir machen dann tatsächlich das 1:2 sofort als umgehende Antwort und auf einmal merkst du dann, ja, wir sind noch da. Und dann fällt fast schon aus dem Nichts durch Alessio Castromontes das 2:2. Und plötzlich steht dieses Spiel komplett auf der Kippe. Zumindest aus Sicht von Eintracht Frankfurt. Ich selber muss schon ehrlicherweise sagen, das war so ein Moment, wo ich dann schon wieder mit dem Punkt zufrieden war, auch wenn ich gerne mal wieder gewonnen hätte, auch wenn man sagen muss, du kannst jetzt nicht unbedingt gegen Eintracht Frankfurt so einen Dreier mit einplanen. Aber halt aufgrund der 2 Gegentore, die wir uns zuvor gefangen hatten, war das wieder der Moment. Ja, seien wir zufrieden mit dem Punkt. Danke an Kaminski und danke an Alessio Castromontes, der nach einer langen Verletzungspause wieder zurückgekehrt ist und endlich mal sein Debüttor schießt. Was man natürlich zuvor nicht vergessen durfte, wir wussten schon vorher, egal was heute passiert, wir rutschen nicht auf den Relegationsplatz, weil danke nochmal an Union Berlin, die haben 1:1 gegen St. Pauli gespielt. Aber wir waren kurz mal auf dem Relegationsplatz. Für mich ist das jetzt auch keine Randnotiz, das war psychologisch schon extrem wichtig. Für alle Parteien, also beziehungsweise alle Beteiligten. Die Mannschaft, der Verein, die Fans. Ja, und dann gehst du in so ein Spiel rein, liegst 0:2 hinten und weißt trotzdem, du bist noch nicht komplett am Abgrund. Ja, und wenn man jetzt so auf die Tabelle schaut, Platz 15, 27 Punkte, St. Pauli dahinter mit 25 und ich habe auch jetzt diesen Counter, noch so und so viele Punkte bis zum Klassenerhalt abgeschafft, weil ja, 40 ist jetzt nicht mehr die Marke, die es zu erreichen gilt, meiner Meinung nach. Und das Gute ist, nächste Woche spielt St. Pauli gegen Bayern und nun ja, wir wissen ja, meistens machen die kurzen Prozess mit kleineren Teams. Also ich glaube, wir können vorsichtig sagen, auch nach dem nächsten Spieltag stehen wir vielleicht noch über dem Strich, egal was passiert. Aber eine Sache hätte ich trotzdem zu kritisieren. Ja, wartet kurz. Lasst mich doch mal kurz ausreden. Das alles ändert nichts an einem entscheidenden Punkt. Mittlerweile bin ich der Meinung, wir haben uns im letzten Sommer in einigen Bereichen nicht gut genug verstärkt. Und das sage ich nicht bewusst wegen des Trainers, beziehungsweise der beiden Trainer, die hier in dieser Saison gearbeitet haben. Wagner hat gerade mal sein erstes Spiel gemacht. Große taktische Fehler habe ich nicht erkennen können. Sowieso, ich bin eh nicht so ein Taktikfuchs. Und die Moral, die war auch schon vorher da. Aber strukturell haben wir ein kleines Problemchen. Vor allem in der Verteidigung. Und das sieht man nicht nur an den Gegentoren. Das sieht man an den kleinen Dingen. Stellungsspiel, Zweikämpfe, Timing. Und das reicht vielleicht gerade mal so für die Bundesliga, aber auch nur für den Abstiegskampf. Und wenn du dir die Leistungen anschaust, dann bestätigt das genau dieses Gefühl. Davon nehme ich natürlich Jamal Simpson-Pusey komplett raus. Der hat mir natürlich gestern sehr gefehlt, anscheinend aus privaten Gründen. Und da gehen wir auch nicht weiter drauf ein, weil ich habe keine Infos und eigentlich das ist schon eine Spur zu viel Bulle war. Aber genau solche Ausfälle zeigen dir halt auch, wie dünn das bei uns teilweise besetzt ist. Das ist für mich so der Bereich, wo wir uns im Sommer hoffentlich nach dem Klassenerhalt entsprechend verstärken müssen und das deutlich akribischer. Also jetzt wirklich, wir müssen da alles raushauen, was möglich ist. Und ich finde, vorne hat man ein ähnliches Thema, nur ein bisschen anders. Ragnar Ache trifft ja ab und zu, das stimmt schon. Aber trotz alledem ist er kein Stürmer, bei dem der Gegner sagt, den müssen wir komplett rausnehmen. Ich meine, okay, er trifft in letzter Zeit regelmäßig, aber es ist jetzt trotzdem noch nicht so der furchteinflößende Stürmer. Und ich glaube, er braucht entweder jemanden neben sich, wenn man dann vielleicht sich für eine Doppelspitze entscheidet, weil der Nebenmann für ihn kann in einem klassischen Sturm, ganz klassischer Sturm, nicht unbedingt Marius Bülter sein, auch wenn er gestern das Tor aufgelegt hat von Alessio Castromontes. Und ich glaube, er braucht halt jemanden neben sich. Oder einen richtig starken Konkurrenten. Jemand, der ihm Dampf unter dem Hintern macht. Und dadurch entsteht ja das Problem, das wir in dieser Saison haben. Hinten zu anfällig, vorne nicht zwingend genug. Und das ist auf Dauer gefährlich. Ja, und deswegen werden die nächsten Spiele entscheidend. Zu Hause gegen Bremen und dann auswärts auf St. Pauli. Und da bin ich komplett bei Taubi, was er da geäußert hat. 4 bis 6 Punkte aus diesen Spielen und dann wären wir eigentlich durch. Alles darunter wird wieder unnötig spannend. Sowieso, ich glaube, die Liga wird sowieso bald erlöst von einem seiner Retortenbabys. Wolfsburg, naja,
Sieht nicht gut aus. Ist doch besser so. Die müssen jetzt irgendwie 4 Siege oder sowas holen. Die sind ein bisschen mehr in der Scheiße als wir. Am Ende weiß ich nicht, ob dieser Punkt wirklich reicht. Ich weiß nicht, ob wir diese Probleme schnell genug lösen. Aber ich weiß eins. Diese Mannschaft ist noch nicht tot. Und solange das so ist noch alles drin. Deswegen, wenn es bei unserer Konkurrenz weiterhin so merkwürdig läuft und wir spielen ja jetzt gegen die Konkurrenz, dann könnte wohl der Klassenerhalt schneller über die Bühne gebracht worden sein, als ich das in letzter Zeit geglaubt habe. Ein Punkt bei einem so starken Gegner wie Eintracht Frankfurt, der international gespielt hat, ist wirklich gut und das muss man mal so mitnehmen. Nichtsdestotrotz schon wieder so lange nicht gewonnen. Aber das ist jetzt keine Kritik am Trainer, weil der muss ja eigentlich nur die Scherben wieder aufsammeln, die entstanden sind zuvor. Weil ich finde eigentlich, das ist noch zu früh, um überhaupt etwas auseinanderzunehmen. Ja, und das sind meine Gedanken zu diesem Spieltag. Bin gespannt, wie das nächste Woche laufen wird und wir sehen uns dann bald zum nächsten Video. Vorschau-Video zu Werder Bremen. Ein Spiel, bei dem ich leider nicht dabei bin, aber für diejenigen, die sich denken, geht überhaupt nochmal die Saison ins Stadion? Ja, die letzten 2 Heimspiele tatsächlich. Ja, da bin ich dabei. Gott sei Dank, der Dienstplan war gnädig. Aber gut, dazu später mehr. Und von daher, für dieses Wochenende bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen bis sie alt, Leo, mit dir hat